Get your fucking hands up. Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuesten Video. Und ja, in diesem Video habe ich gedacht, reagiere ich auf das Driftvideo vom Event Center Seligsberg. Ich möchte das so vorstellen. Das ist ein grosser Platz, wo normal Fahrsicherheitstraining drauf gemacht wird, also so klassisch, auch mit Lastwagen und alles mögliche. Und da, es ist eine Fahrschule eigentlich sozusagen, oder Event Center, wie es heisst. Und im Winter kann man da freies Driften machen, begleitetes Driften, was auch immer. Und ich habe da freies Driften mitgemacht. Und ich habe auch noch verschiedene Aufnahmen vom Driften. Ich habe noch Fahrsicherheitstraining-Aufnahmen, ich habe von meiner Fahrschule noch Aufnahmen. Ich habe Quad-Aufnahmen, ich habe Go-Kart-Aufnahmen, also ich habe da viel gemacht bei denen. Und weil ich jetzt kein Geld habe und keine Zeit und nichts, habe ich gedacht, hey, was machen wir? Wir reagieren auf das alte Video und ich könnte mir gerne sagen, ich habe ganz viel jetzt aufgezählt, was ihr sonst noch gesehen habt. Und ja, let's go, nicht lange rumschnacken. Da komme ich, da wo meine Maus ist. Da, ich habe noch kein Licht gehabt, da komme ich, wo meine Maus ist. Ich habe leider kein Licht gehabt. Das Krasse ist, da jetzt habe ich den, mein Bruder gesagt, Licht. Da. Hört das Auto, der Motor. Das Ding war, da habe ich noch nicht so lange den Mazda gehabt. Und ich denke mal, das sind noch alte, steinharte Winterpneu gewesen, dass es mich gedreht hat. Also natürlich kann ich nicht fahren, aber es ist auch noch ein Grund. Wahrscheinlich, dass es steinalte Pneu drauf sind. Der von der Karosserie hat es auch nicht schlecht gemacht, der hat auch driften. Das Problem war, also das Ding ist bei dem freien Driften, oder ist es freies Driften gewesen? Oder habe ich das gezahlt? Also man kann beides, man kann freies Driften 5 Minuten fahren, aber nein, ich habe den ganzen Tag gemacht und dann hat man ist auch einem gesagt worden, wie man einen Drift einleitet, oder? Wie man einen Drift einleitet, dass man mit Kicken, mit krassen Lenkbewegungen etc. das kann machen. Ich kann aber nicht mehr sagen, ob wir das dort schon gehabt haben, oder ob das, welches das jetzt da ist, welches Driften, oder? Aber hör da, wie geil der Sound ist. Richtig sick. Krass, das habe ich noch gar nicht am Mazda gemacht, das ist extrem lang her. Das ist extrem lang her, da habe ich noch gar nicht gemacht, das sieht ja völlig anders aus. Die anderen haben wir nicht grossartig gefilmt, der gut jetzt ein bisschen. Aber es war schon geil gewesen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist zwar extrem geil, aber das Problem ist, du bist nicht versichert. Du kannst dich für das nicht versichern, es ist eigene Verantwortung. Oder bei dem jetzt, aber irgendwo innen drunter ist. Ja. Es zählt, ich glaube das trifft da, das zählt irgendwie halt, es ist so blöd gesagt, wie wenn wir über Rennen machen. Oder? Dann bist du halt versichert. Wie wenn du auf den Nürburgring gehst, oder? Ich glaube das ist auch so. Das ist einfach ein grosses Risiko. Es ist schön gewesen, es war cool gewesen, aber man denkt, das Risiko ist, das sind sich viele wahrscheinlich gar nicht bewusst. Oder? Das ist ein bisschen abwägen. Ich habe am liebsten extrem übertrieben. Jetzt seht ihr, wie weit links ich rübergefahren bin, nicht weil dort der Schnee besser oder schlechter ist. Aber ich habe es extrem übertrieben. Ich habe wirklich gesagt, hey, es soll mir niemand in die Nähe kommen, weil du kannst nicht nur, du weißt, wie du fährst, okay, du kannst es vielleicht einschätzen, wie du fährst, aber du kannst auf keinen Fall einschätzen, wie andere Leute fahren. Auf keinen Fall. Oder?
Ich muss auf keinen Fall schätzen, wie die anderen Leute drauf sind. Und von dem her. Aber es macht riesig viel Spaß. Kann jedem empfehlen. Auch das Race was an Event, ich kann auf das Race was reagieren. Das war auch ein geiles Event. Wie bei Fast and Furious, wenn sie dort den Viertelmeilen-Rennen gemacht haben. So war es etwa. Also, die machen viel so Events, das finde ich auch richtig geil. Richtig fett. So Sachen. Das war auch schön, dass es geschneit hat, das war perfekte Situation gewesen. Irgendwann gegen den Nachmittag ist das Ganze matschig geworden und hast dann nicht mehr fahren gegen den Abend. Aber dann ist irgendwann hast du es gesehen, dann fährst du ein paar Runden, dann gehst du essen etwas und sagst, kommt noch 1-2 Runden, aber dann ist fertig. Oder? 1-2 Runden und dann ist fertig, oder? Ich sehe, was ich gemacht habe. Ui. Da bin ich. Einmal bin ich, glaube ich, nur. Nein, es war mit dem Kroaten, mit dem Gruppe, wo ich so gefahren bin. Wenn man so schaut, ich finde Mazda, wenn man so schaut, ist nicht so schön, das Auto, wenn nichts gemacht ist, gefällt mir auch nicht. So. Gut, die Farbe ist eigentlich nicht schlecht mit dem Auspuff und mit den schwarzen Rücklichtern. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich, mit dem Dach. Aber die Leute sollen dann auffahren. Es dreht mich immer komplett. Das ist einfach. Das Ding war, ich habe jetzt gar nicht euch so viel darüber erzählen, über Technik. Aber das Problem war, dass ich wahrscheinlich viel Sport irgendetwas gemacht habe. Ich habe nur gelenkt und fertig. Und du musst natürlich mehr machen. Und schau, wie der spult jetzt da im BMW. Krass, dass der Mazda so ausgesehen hat. Schon krass, die nicht immer so in Erinnerung habe. Schon krass. Ich habe bei dem Mazda nicht mehr viel gefahren, weil ich ja den Opel hatte. Aber was ich mal schauen muss, ist, ich bin jetzt noch ein paar Mal gefahren. Das werdet ihr vielleicht dann in einem anderen Video erfahren, warum ich so viel gefahren bin mit dem Mazda in letzter Zeit. Und dann würde ich dann jetzt wieder richtig putzen, wirklich richtig krass abwaschen, raussaugen, alles und dann wegstellen zum Überwintern. Weil eigentlich ist es jetzt schon weiter. Ja, aber ich kann müssen haben. Das ist eigentlich auch kein Lotus, ne? Oh, schau, wie es nicht so bringt. Oh. Mir tut es am meisten weh, wenn das Auto so fährt, wenn es so komplett so übergeht. Das tut mir so weh, weil dann spürst du richtig wie Widerstand rein. Krass. Ja, es ist schon. Es ist ein geiles Auto, der Mazda. Aber es war richtig, dass ich den nicht das ganze Jahr fahre. Wenn du das ganze Jahr fahren, wenn der Mazda, also jetzt ist schon fertig, wenn der Mazda das ganze Jahr fahren, das ist auch ein kleiner Grund, ich sage es für die es noch nicht wissen, würde ich einfach die Zeit vom Mazda viel schneller ablaufen. Weil, wenn er die ganze Zeit nass ist, muss auch jetzt schauen, ob es jetzt. Aber ich denke, ich fahre den nur bei trockenem Wetter eigentlich nur noch. Oder? Dann, ja, ist eben schon mega rostanfällig gefahren mit den Radläufen, aber auch so im Schwellenbereich. Darum richtig abwaschen,
richtig drücken und dann verräumen. Dann würde ich sagen, wäre es das somit gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Video gehabt. Wie gesagt, ich kann gerne auf andere Videos reagieren von mir, die vielleicht noch nicht mal online sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscure94. Und da oben könnt ihr gerne noch das eine oder das andere Video anklicken oder mich abonnieren. Und dann ciao miteinander.